24 fänken, die invitiert uns, zu denken, an zu kehren. Und ich kann dann über die Lützeburger Spruch, verschiedene Philosophen, die kehrt, dann ist ja nur durch proper. Aber verschiedene, nur an dieser Zeit, sein Leben guckt, darüber nachdenkt, guckt, was entspricht da Leben, aber was nicht. Und dann gegeben auch eine Standard, dann haben wir ja eine bessere Welt. Also sicher, gib einmal so eine global Fastenzeit, so eine weltweite Zeit vom Gucken, vom Nachdenken und dann auch vom anderen unserer Welt gut dienen. Ja, da könnten da viele Probleme gelöst gehen, da könnte leftwurzende Friede wie groß gehen und uns Welt besser sehen. Allerdings, ob die Zeit von Vier und Ostern allo dafür verschiedene Rennen genutzt wird, schön wird. Man kann es dazu auch gleich, man blickt auf die viel schwierigen Situationen, die überall an der Welt gibt. Ja, was können wir kleine Leute am Dom machen? Aber jeder von uns kann da, wo wir sind, wo man Leben erschaffen, gelebt Wurzeln tun, es sind Welt verändern, mehr Herz investieren, an der Gott der Frieden wie groß. Ja, Fastenzeit, Zeit für mehr Herz, Zeit für Erneuerung an der Luft. Lasst euch mit Gott versöhnen. So rief den Apostel Paulus nicht nur die Christen zu Korinth, wie auch am Mittwoch der Christen geht so. Versöhnen. Der Lex Roth hat sich über Jahre lang mit dem Begriff und du sollten, ob korrekt letztendlich Verdat, nicht gut gehen. Geh mir nicht gut mit dem Herrgott. Aber man sagt, ja, ich bin einfach schon gut mit dem Herrgott. Bon, und dann lief es uns ja immer Routine, sie ist teilweise täglich, während Routine kann auch täglich sein. Und dafür brechen wir aus unseren Routinen raus, auch die Routinen, die wir als Christen so kriegen, für wirklich nicht die Leben zu vertiefen und zu erneuern, Leben zum Herrgott. Und natürlich genauso Leben zum Mitmensch. Erneuerung an der Luft. An der ersten Lesung vom Aschermittwoch hören wir einen Abruf vom Prophet Joel aus dem Alten Testament. Kehrt zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Weinen und Klagen, der ist immer noch so viel an der Welt. Und noch am echten Leben. Demnus, wie den Joel, dem Volk Israel, das zugerufen hat, du gibst nicht viele Probleme. An ein Hiespringer-Plo hat die Leute Lebensgrundlage zerstört. Du hast vielleicht schon mal so Bilder an den Medien gesehen, könnt ihr auch nach Hause mal von Zeit zu Zeit an Afrika viel richtig krass, wann dann die Millionen von den Insekten über Felder herfallen. Und
Matthäus Evangelium und was ab Aschermittwoch 4 gelesen wird. Du hiechtet, wenn ihr fastet. Wohl fällt er noch vorzustellen, was als nedisch, was als nicht nedisch. Am Tag, was ich nicht brauche. Am Tag, was mir nicht gut geht. Am Tag noch, was den anderen nicht gut geht. Wohl, das sei bloß. Und dann brauche ich wirklich alles, was ich meine zu brauchen. Und schließlich bewusst reduzieren. Bewusst reduzieren unseren Konsum, uns Essen verzichten. Ich weiß, das klingt nicht so mal gut. Es soll aber etwas ausdrücken, dass man nicht nur hier am Kopf Sachen machen, dass man das wirklich mit Leib sehen wollen, umgehen, das Fasten. Wenn du Almosen gibst, Not von den anderen Gesinn, handeln, dienen, solidarisch sind, nicht just alles für mich wollen. Schließlich, wenn du betest, Gebet, aber als Rapport eine ganz freie Initiative für die Bibel besser kennenzulernen. Und durch die Bibel und Lesen an der Bibel, da können wir ja auch dem Herrgott Minot kommen. Unser Kurs, den uns invitiert, für um Heilige Jahr 2025, ein Jahr vom Gebet zu haben, den Kontakt beim Herrgott zu pflegen, eben, auf die Art und Weise, lasst uns mit Gott versöhnen, an dem Paulus, die sind nur als Zeit dafür, weil Gott ihn mit Leidenschaft für uns Menschen. Und Gott will uns mit sich nicht gut machen. Und dafür muss man uns an der Leben erneuern. Erneuern wir uns an der Leben. Holen wir für Valentinstag, für Fastenzeit nicht mehr Herz. Und ich glaube, wenn auch ein Herz aus Asche, na weil ziemlich eine Schwägerei und für Herz zu zeichnen, und ich dafür aber lieber Ascher Kaiser den Menschen machen, dann wünsche ich trotzdem ein Frut, ein brennendes Herz, an der erneuerten Luft, und dass man mit Frieden auf das Fest zugehen.